Ja, geschätzter Höfer Franz, lieber Feuerwehrkamerad und Feuerwehrurgestein aus Zwettlander Rodl, was tut sich gratuliert zu deinem fulminanten Wahlerfolg als neuer Feuerwehrkommandant in Zwettlander Rodl. Was sagst du dazu? Ja, vorerst darf ich mich mal sehr, sehr herzlich bedanken für die große Zustimmung bei der Wahl zum Feuerwehrkommandant. Ich hoffe, dass ich dieses Amt wirklich für alle zufrieden erledigen werde. Ich weiß, dass ich eine große Zustimmung, eine große Akzeptanz in der Zwettler Bevölkerung habe und hoffe, dass ich sie nicht enttäuschen werde. Meine Ziele als Feuerwehrkommandant ist in erster Linie einmal die Schlagkraft der Feuerwehr, speziell tagsüber, wo es ja überall große Probleme gibt, zu erhalten bzw. noch auszubauen und zu stärken. Speziell im Jahr 2012, wenn wir eine Stützpunktfeuerwehr werden, da können wir ja die Teleskopausbühne, werden für uns neue Herausforderungen heranstehen. Und da ist es sehr wichtig, dass tagsüber genügend Kraftfahrer zur Verfügung stehen. Ich werde unsere Gewerbetreibenden besuchen in den nächsten Tagen und sie ersuchen, ob sie die Leute zu den Einsätzen weiterhin so wegfahren lassen. Ja, das wäre eigentlich mein Hauptziel. Das nächste Ziel, was ja bekannt ist, im April gibt es die Spatenstichfeier für unser neues Feuerwehrhaus. Wir haben bereits vom Herrn Landesrat Higgelsberger einen Brief gekriegt, wo uns zugesichert ist, Finanzierung, alles ist geregelt, bei der letzten Gemeinderatssitzung über die Bühne gegangen. Es wird eine besondere Herausforderung, da die Feuerwehr 108.000 Euro Eigenleistung zu erbringen hat. Franz, wie stellst du dir die Zusammenarbeit in Zukunft mit deinen Kameraden und insbesondere mit der Gemeinde Zwettl vor? Ja, die Zusammenarbeit mit meinen Kameraden, das ist ein leichtes. Wurde ich doch vom Sommer weg schon, möchte fast sagen, bombardiert, dass ich die Kommandantenstelle übernehmen soll. Das gerade in den nächsten 2 Jahren eine besondere Herausforderung ist. Und ich verstehe auch, wir haben bei der Feuerwehr ein kleines Loch von der Altersstruktur her. Wir haben eine sehr, sehr rege Wettbewerbsgruppe oder eine Jugendgruppe und so weiter. Die sind aber erst so um die 25. Da weiß man noch nicht, wohin verschlagt es ist, wie geht es beruflich weiter. Wir haben ja heute gesehen, 2 haben Diplom-Ingenieurprüfung gemacht. Der eine hat schon Angebote von Deutschland. Ja, die Zusammenarbeit im Kommando. Ich war ja selbst jetzt 8 Jahre Zugskommandant und ich glaube 26 Jahre Jugendbetreuer unserer Feuerwehr. Also ich war im Kommando immer integriert. Und ich freue mich, dass ich so einen guten Stellvertreter habe. Leutnant Adolf, ein Feuerwehr-Urgestein, mit dem ich persönlich auch sehr viel Privates verbindet. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde stellt für mich auch kein besonderes Problem dar, da ich doch mit unserem Bürgermeister, ich war sehr lange in politischer Funktion als Fraktionsobmann einer Minderheitsfraktion und habe mit unserem Bürgermeister sehr viel zu tun gehabt. Wir haben wirklich sehr viele Sachen oft ausgeschnapst, wenn man sagt, die dann wirklich zum Wohle der Bevölkerung ausgegangen sind. Darum blicke ich dieser Zeit sehr gelassen entgegen. Franz, nur eine Frage, du bist ja im Feuerwehrwesen mehr als vorbelastet. Das ist ja, Feuerwehrwesen ist ja für die, wie sollte man das sagen, du warst immer Feuerwehrmann, auch beruflich. Wie lange? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mit 16 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl beigetreten und Robert Fuchs hat mich damals so gefördert. Ich war in den jungen Jahren, war ich dann relativ schnell Gruppenkommandant
Und in mir ist der Feuerwehreifer so richtig ausgebrochen. Und ich habe dann das besondere Glück gehabt, dass während meiner Bundesheerzeit ich war in Öbelsberg eingerückt und da war in Linz ein Hochwasser. Und dort war die Berufsfeuerwehr mit Ausbombarbeiten beschäftigt und ich bin dort als Soldat hingekommen und habe mithelfen dürfen, oder wir hätten die Aufgabe gehabt, die Keller auszuräumen. Und den Maschinist von der Berufsfeuerwehr, der dort die Bomben bedient hat, den war ein bisschen fad. Und mich hat natürlich die Bomben interessiert, was die Berufsfeuerwehr da für ihre Geräte hat und so weiter. Da sagt er, Soldat, möchtest du nicht einmal herkommen, hat er gesagt. Kennst du vielleicht du aus da bei den Geräten? Sag ich, ich bin ein freiwilliger Feuerwehrmann, ich bediene ja bei uns daheim auch die Bomben. Da hat er gesagt, könntest du nicht so gut sein und mir auf die Bomben ein Echtel aufpassen, weil ich möchte mir das ganze Schadensausmaß einmal anschauen. Ja, sage ich, das ist ja ganz klar, das war mir natürlich weit lieber, dass ich die Bomben bedient habe müssen, als wir die Kasteln raustragen da vom Keller. Und wie er zurückgekommen ist, hat er gesagt, bist eigentlich ein geschickter Bub, möchtest du nicht zu der Berufsfeuerwehr gehen? Wir nehmen in der nächsten Zeit, die Grundlage war damals, die Holzwerke Schaffer sind da anbrennt. Da hat man gesehen, man findet mit den Einsatzkräften in der Stadt Linz das Auslangen nicht mehr, das muss aufgestockt werden. Die gesetzlichen Grundlagen wurden geändert und so sind 20 Jungfeuerwehrmänner aufgenommen worden. Und ich habe das besondere Glück gehabt, dass ich bei der Aufnahmeprüfung unter den Besten dabei war. Und siehe da, am 17. Mai war ich dann bei der Berufsfeuerwehr schon beschäftigt. War dann 35 Jahre bei der Berufsfeuerwehr, war immer im Einsatzdienst, nach speziellen Ausbildungen, Grundausbildung, Maschinisten, Kraftfahrer und so weiter, habe ich dann die Chargenschule gemacht. Das ist vergleichbar mit der Meisterprüfung in der Privatwirtschaft. Und war dann ab 1984, glaube ich, war ich dann einige Jahre Ausbildner. Und ich habe für die Ausbildung der Berufsfeuerwehrleute ein besonderes Herz gehabt. Ich denke da gern zurück. Die älteren Kollegen, ich war da zum Beispiel, kann man sagen, gute 30 Jahre. Und es war oft nicht so leicht, dass ein 55-Jähriger einen 30-Jährigen akzeptiert, sozusagen als seinen Vorgesetzten. Aber das hat wunderbar funktioniert. Ich habe nie Probleme gehabt. Durch meine Hand sind dann wirklich viele Junge gegangen, viele junge Feuerwehrleute. Und in 1990 in etwa ist dann der Chef zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Höfer, ich möchte gerne, dass Sie Zugskommandant werden. Mir hat es momentan gerissen, habe ich gesagt, Herr Branddirektor, da muss ich mir aber jetzt eine Bedenkzeit nehmen. Das ist ein Posten, der für mich eigentlich nicht so, den ich nie angestrebt habe. Als Zugskommandant hat man vorwiegend natürlich mit der Diensteinteilung zu tun, mit dem Personal, aber eine große Verantwortung bei den Einsätzen. Man ist verantwortlich für den schnellsten Anfahrtsweg. Man muss unheimlich viel Straßen kennen in Linz. Und was mir persönlich vielleicht nicht so liegt, die Einsatzberichte schreiben, die Büroarbeit nachher. Und sage ich, dann hat der Chef gleich gesagt, aber Herr Höfer, ich sage Ihnen das eine, man wächst mit der Anforderung. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Sie diesen Posten zu meiner Zufriedenheit ausführen. Und wenn Sie irgendwo einmal Hilfe brauchen, dann kommen Sie zu mir. Ich bin gerne bereit, dass ich Ihnen da helfe. Ja, Franz, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner neuen Tätigkeit zum Wohle der Zwettler Bevölkerung. Danke für das Interview. Danke, lieber Hans.